Hallo, es geht weiter mit der nächsten Episode. Und was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal haben wir eine kleine Sidequest gemacht mit dem Priester von Ewige Feuer. Und auch den Spion vom Nilfgaard aufgespürt und seine Hinweise eingesammelt. Gut, jetzt haben wir weitere so Story-Quests. Und bevor ich zum Baron gehe, würde ich aber zuerst aufsuchen. Die Hexe finden. Weil die Folge ist ein bisschen interessanter, wenn wir das mit der Hexe zuerst machen, anstatt das mit dem Baron. Weil beim Quest mit dem Baron hat man halt so ein paar Optionen, wo wir auf unsere Begegnung mit der Hexe etc. Verweisen können. Und es tun sich ein paar Sachen natürlich einfach ein bisschen freischalten. Anstatt wenn wir zuerst mit dem Baron würden anfangen. Darum zuerst mal die Hexe finden. Und halt der Sache mit der Hexe auf den Grund gehen. Man muss schon sagen, Ciri hat sich fast den ganzen nördlichen Königreich hat irgendwie verteilt irgendwo gezeigt. So. 600 Meter. Und das Banditen. Jo, mit denen legen wir uns jetzt nicht an. Wir haben vorher... In der vorigen Episode haben wir gelernt, man sollte sich nicht mit Gegnern anlegen. Die levelmäßig irgendwie zu höher als wir sind. Aber noch, da haben wir eine Sidequest. Zeigt für uns. Hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner der Gnadenreichen entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Jo, helfen wir doch der. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich habe schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Jo, machen wir doch. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege und die Götter werden dich leiten. Schlimm aus. Okay, aber das mache ich natürlich nicht jetzt, weil der Quest ist ein bisschen... Es ist ein einfacher Quest, aber es hat einen mega Zickzack drin. Genau, der Quest richtig. Und es führt dich in der Karte irgendwie an Orte, wo du so mit... Wenn du stufenmäßig tief bist, lieber nicht hingehen. Ja. Darum behalten wir es mal im Hinterkopf und vielleicht machen wir das ja im Laufe des Spiels, aber hat jetzt im Moment keine Priorität. Gut, jetzt gehen wir zu dieser Hexe, es tut ein bisschen, aber es tut uns nicht, weil wir den Heiland sagen, was ist da Mann? Weißt du es? Was jetzt, du Stück Dreck? Ja, kommt. Verdammter Ziegenficker. Leck. Scheiße. Hätte ich vom Pferd sollen Ding können. Tun, dass deine Mama dich ausgepresst hat. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Er gehört uns! Was? Nein! Lauf, Geralt! Wo bist du? Wir ziehen dir die Haut ab! Okay. Okay, vielleicht vom Pferd zu Pferd kämpfen.
echt schon gescheiter. Vom Boden aus in den berittenen Bandit. Oh yeah! Das hat gut getan. Jetzt der nächste. Ja. Was? Shit, Mann, ich muss etwas essen. Tötet ihn, haltet ihn, werft ihn in den Graben. Dreckiger Bastard. Komm jetzt! Weißt du, er wechselt immer die scheiß Position in die falsche Richtung. Damn! So, berittenen Kampf. Ey, komm plötzlich! Leck. Schon frustrierend. Komm! Schön. Zielt auf seine Augen. Er gehört uns. Ist der letzte. Nice. Hat ein bisschen dumm angefangen, aber... Was ist das hier? Ein bisschen dumm angefangen, aber... haben sie geschafft. Oh, da muss ich in-game Cheat benutzen. Und jetzt schauen wir, was alles die Leute gedroppt haben. Vielleicht gibt es etwas Gescheites für uns. Da haben wir auch einen. Okay, Rüstungsreparationskit. Da. Nicht wirklich sehr interessantes Zeug. Da haben wir auch noch was. Zwergenschnaps und bla bla. Okay. Allzu viel interessantes Zeug haben wir leider nicht bekommen. Und ich fühle mich irgendwie ja, ein bisschen blöd, dass ich meine Zeit verschwendet habe. Hier. Und meine Waffe beschädigt worden ist, ja. Aber immer kann man ja den Banditen nicht weglaufen. Sonst ermutigen wir sie ja. Aber wir auch nicht. Okay, jetzt sind wir hier in einem Dorf angekommen. Ah, da sollen wir jetzt umfragen. Gut, machen wir. Was wir auch machen natürlich ist die Quest mal einsammeln. Damit wir, wenn wir wollen, ein paar Quests einfach folgen können. Oh, da hat es einen Rüstungsmeister. Jo, hey. Ja, Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenen Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Entschuldigung, was du hast. Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. So. Ja, das haben wir weg wieder. Das Zeug werde ich eh nicht anlegen. Im Moment brauche ich die Upgrades auch nicht. Das wird erst später wahrscheinlich interessant. Scalige Gamma kann erst bei Stufe 4, aber ich bin bald auf Stufe 4. Soll ich auf das warten oder soll ich das? Nee. Ja, aber das ist gut, Mann. Also, ich kaufe die mal einfach, aber wenn ich jetzt nicht anlegen kann, das ist auch besser. Und die Schuhe hast du auch etwas stärkeres. Nicht, ja. Was wir auch machen werden, ist natürlich... Ja, komm... Was? Ich habe Tutorials abgeschaltet. Was zeigst du mir jetzt für alles? So, reparieren, genau. Reparieren alles. Warte, nein. Verwenden aus und reparieren, jawohl. Ja, ein bisschen teurer sicher, dann. Aber was wir jetzt machen, ist noch ein paar Sachen hier verkaufen.
Zum Beispiel... Das brauche ich nicht. Stumpfes aber ja, mit so einer Axt kämpfen bin ich nicht Fan davon. Kaufen wir das Zeug. Da schauen wir, ob wir da etwas Interessantes haben, wo wir noch ein bisschen verkaufen können und Geld können damit machen. Ja, Diamantenstaub, Rubinenstaub und das auch weg. Ja. Nein. Nein. Ja, das lassen wir in dem Fall. Gut, 200 Stutz haben wir noch. Alles repariert, ein stärkeres Ding gekauft, Bis dann. Ausrüstung gekauft, als wir im Lauf Was die Leute reden. vom Quest wahrscheinlich werden können verwenden. Aha. Das ist mit diesem Ding. Hier reden. Jo. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ich suche die Hexe. Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt, konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt. Kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen. Haben für einige Tage gereicht. Wasserratte. Ja, so, ja. In so knapper Zeit hat man wahrscheinlich auch nicht so viel Auswahl, aber ja, Wasserratte. Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Würden ein paar Kronen deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Das neu verdient kann. Nun, wenn das so ist... Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Hier waren schon Hexenjäger. Nein, aber wir haben von ihnen gehört. Als ich dich kommen sah, mit Schwert und allem, da war mir klar, dass die Geschichten wahr sind. Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Was? Ist das denn nicht dasselbe? Nein. Keine Sorge, ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. Ja, ja. Tu ihr nicht, aber für 50 Kronen hast du sie verkauft. Ich weiß nicht. Gut, gehen wir noch zu der Hexe. So. Okay, haben wir einen Teich. Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Schön, Parman. What the fuck? Bist du müde oder stöhnst du wie blöd? Kommt gerade irgendwie ein Mass Effect in Dingen sind. Spital. Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Dort tun sie auch nicht wie vom Gestöhnen der Menschen, tun sie eher wie Porno-Ding. Szene. Oh, Necker. Der Wagen. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Ja, einfach nicht überlegen und mich angreifen. Ja. Mutagene. Gut. Gut. Die Mutagene kann man brauchen. Auch wenn es im Moment nicht passend ist, was wir hier bräuchten. Aber die gibt uns Vitalität. Das muss fragen, das ist 50, das ist 50, okay.
Es ist kein Unterschied, ob man jetzt das hier mountet. Mehr Vitalität, mehr Lebenskraft. Gut. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmarkt? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. 1000 Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Oh, wer ist das? Natürlich. Sie hat schlechte Laune. Wir wissen, wer das ist. Das ist Kira Zu Hause? Metz. Kira Metz. Wo ist sie denn hin? In den anderen Spielen kommt Kira nicht vor, aber in den Büchern kommt sie vor. Dort geht sie auf Geralt von einer Höhe. Aber, ja, das haben wir ja Ding machen. Okay, sie hat das gemacht. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Was haben wir da? Brief an Alexander. Ich liebe es, liebe. Oh, Kira, was machst du? Versuchst du ihn zu verführen? Okay, dann haben wir gekauft. Jetzt schauen wir da weiter und etwas Interessantes findet. Ja, ich muss jetzt runtergehen. Warte. Ah, ist jetzt gehen wir runter, vielleicht finden wir interessantes Zeug für Geralt. Geralt. So, Brot. Ja, Proviant kann man immer brauchen. Was ist sonst noch da? Pulver. Ja, das Zeug kann man noch verkaufen und Geld machen. Särge, Schnaps, Puppe, ja. Nachdem wir da alles ausgeraubt haben. Haben wir zurück zu Kira gehen. Das ist Tuch auf Kira. Ha? Was haben wir da? Ah, Spiegel. Solchen Tand sieht man in Velen selten. Und Menschschädel. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. So. Nett hier. Ja, wirklich nett, he? Schön abgeschottet. Eigenen Ich habe Bad. mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Ja, ich bin unterwegs. Na, sicher kann da weg. Ja, in dem Fall. Oh, aber das ist schon wirklich schön. He? Sei gegrüßt, Hexer. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann.
Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Das wurde man ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ja, die Hexen. Die meisten sind arrogant. Das sieht man auch, also in den Büchern sind sie auch so. Sie reden mit Geralt so nie ein bisschen herablassend und so. Und ja, in dem Spiel haben sie es gut umgesetzt, ja. Okay. Wenn wir Ding machen, ja. Lernen noch ein bisschen mehr über Kira zuerst, bevor wir... Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Aber wieso? Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen. Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Natürlich, Bücher sollte man nie verbrennen. Aber ich meine, das mit den magischen Wesen zu verfolgen, das haben schon die Hexen schon selbst verschuldet. Vor allem, ich glaube, im zweiten Spiel gewesen? Ja, ist glaube im zweiten Spiel gewesen, wo man halt da Höhepunkt von dieser Geschichte erlebt. Und ja, also so bitter wie sie tut, ist ja schön und gut, aber ich meine, selber verschuldet ist sie auch. Sind sie auch, ja, die Magierin von der Loge. So, Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Emhyr unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Ihr habt euch den Hass verdient, junge Dame. So jung. Oder doch, ich glaube, ist es Kira oder Triss? Die jüngste Hexe in der Magierloge. Ich glaube, ist Triss gewesen. Ja. Also, zurück zum Thema. Zu einem anderen Thema. Fragen wir auch ein bisschen über die Loge, oder? Was ist mit ihnen passiert? Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ja, in dem Fall, wenn es nicht mehr dazu gibt. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Ja, komm, sag ihn doch. Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt... Sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Hat er sonst noch was über sie gesagt? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe?
Immer noch. Ja, nichts gelernt, aus dem Vorfall mit der Magierin-Loge. Die lernen nicht aus. Was ist dein Preis heutzutage? Einige Dutzend Eier? Oder vielleicht 3 Hennen? Mein Preis steigt mit jedem weiteren Wort. Bin mir nicht sicher, ob du die Informationen noch bezahlen kannst. Du bist noch reizbarer, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll das Leben auf dem Land nicht erfrischend und beruhigend sein? Die Natur stinkt. Gott, ich liebe Geralt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cyrilla gefragt hat. Kein räudiger Scoia'tael-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Ah, genau, Scoia'tael haben die geheißen. Jorveth und Ding, Scoia'tael. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja, er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst, wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cyrilla auch gerne sehen. Ich muss denken, dass sich irgendwie Programmierer, irgendwie Designer Zeit dafür genommen haben, um diese Szene reinzutun. Ja, wir können eigentlich direkt aufbrechen, weil wir haben ja nichts anderes. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Gut, jetzt können wir unsere neue Rüstung anziehen. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Jo, finden wir es raus, aber nicht in der Episode. 20 Minuten haben wir schon gefüllt, aber wir haben jetzt eine neue Rüstung angelegt. Gut. Aber beim nächsten Mal machen wir hier weiter beim Quest mit Keira Metz in der Elfenruine. Und bis dann Na los! wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.